Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, die erste richtige diese Saison. Erster Bundesligaspieltag, Auftaktspiel zu Hause morgen gegen den VfB Stuttgart. Besserer Gegner geht ja schon fast gar nicht als Auftakt, wa? Ja, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und natürlich auch der Hinweis, wenn ihr plant, euch im FC Bayern Online-Fanshop was zu kaufen, macht das gerne über meinen Link, der erste Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Ja, und damit gehen wir direkt rein in den Bombs. Blenden wir mal noch die Logos ein hier. Die Saison in der Fußball-Bundesliga, morgen Abend in der Arena gegen den VfB Stuttgart. Willkommen dazu mit Cheftrainer Wasser Kompanie und dem Vorstand Sport Max Eberl. Wer eröffnet die Fragerunde von euch in der neuen Saison? In der Mitte Julian Wolf für die Welt, bitte. Ich muss ja sagen, die Trainingsjacke gefällt mir echt gut, ne? Aber der Preis ist halt auch eine absolute Frechheit im Shop. Muss man mal ganz klar sagen, Alter. Ja, guten Morgen. Eine Frage an beide, Vincent. Sie sind ja immer noch ein junger Trainer bei der Bundesliga, inzwischen ja schon ein bisschen ein alter Hase. Also es ist Ihr dritter Saisonstart. Für Max Eberl, ich weiß, der unzähligste, ich weiß nicht, wie viele Saisonstarts du erlebt hast, aber wie ist es generell mit all der Erfahrung jetzt in der Bundesliga? Wie sehr kribbelt es, wie groß ist eine gewisse Aufregung da, bevor eine Saison startet und mit welchen Gefühlen geht man dann das erste Spiel an? Genau, das Gefühl ist genauso wie das erste Mal. Und ich habe immer diese Glaube im Kopf, dass wir am Ende erfolgreich sein können. Aber ich glaube, was die Energie gibt, ist, dass man nie sicher ist und dass man wieder von Anfang an anfängt, was mir dann angeht. Also in meinem Kopf habe ich 0 Titel. In meinem Kopf muss ich wieder nichts erreicht. Alles zeigen und das ist für mich kein Stress, das ist ein Motivationsbronn, also das bekomme ich viel Energie von und deswegen dieses Spiel gegen Stuttgart wird auch schwierig sein, das ist eine neue Saison, es bringt neue Möglichkeiten dabei und aber genau das gibt uns diese Schafe einfach immer in diese Vorbereitung ein bisschen im Detail voll zu gehen und ich freue mich schon auf die neue Saison. Ja, ich bin gespannt auf den VfB. Schwer einzuschätzen. Ich denke auch, dass es kein leichtes Spiel wird. Ja? Inwieweit der VfB in der Lage ist, uns wirklich ernsthaft zu gefährden, werden wir sehen. Ich glaube aber schon, dass der VfB dazu auch letzte Saison, davor die Saison immer in der Lage ist. Einfach mit der Veranlagung. Ja? Zwischenzeitlich haben sie vielleicht ein bisschen zu viel Respekt gehabt. Deswegen mal abwarten. Kann sehr, sehr interessant werden. Ich bin gespannt. Ich weiß, also 10 Spieler als Spieler auch, dann waren es doch wirklich sehr, sehr viele. Bei dir noch mehr, noch erfolgreichere. Aber es ist genau so, dass immer dieser Anfang, das kribbelt, das ist besonders, du freust dich einfach drauf, die lange Zeit der Vorbereitung ist vorbei, des Urlaubs ist vorbei, auch wenn die Urlaube, wir haben ja gelernt in der letzten Zeit, dass die Urlaube früher anders waren, als sie heute sind. Aber es ist einfach diese immense Vorfreude drauf, aber auch genau diese Anspannung. Ich erinnere mich letztes Jahr an das erste Spiel gegen Leipzig, wo wir wirklich 6-0 Leipzig aus dem Stadion gefegt haben. Das war außergewöhnlich. Das ist alles kein Selbstläufer. Das ist das, was Winnie, glaube ich, gerade sagt, sondern das müssen wir uns alles wieder erarbeiten. Diesen Flow, den wir damals hatten, den wir in der letzten Saison hatten, den müssen wir uns wieder von der Pike auf ein Stück weiter arbeiten. Auch wenn die Spieler fast alle die gleichen sind, wenn die Qualitäten der Spieler der gleichen sind. Aber es geht genau um dieses Mindset, um die Vorbereitung. Wie gehe ich in diese Saison? Nichts als selbstverständlich zu nehmen, was wir geschaffen haben, sondern es war alles harte Arbeit. Und ich glaube, das ist immer am Saisonstart genau die Herausforderung, um dann eben auch gut in eine Saison zu starten, was dann eben auch den Rückenwind entstehen lässt für was Großes. Das werden wir mal sehen, ob der Rückenwind entsteht morgen. Weiter geht's mit Stefan Kumberger für Sport 1, Reihe 1. Stopp, hier bitte, hier vorne. Stopp. Hier vorne bitte hin, ne? Guten Morgen. Max, wer dich nach dem Pokalfinale erlebt hat, weiß, dass du aus bekannten Gründen jetzt nicht die beste Laune hattest. Jetzt hast du es innerhalb kürzester Zeit von 60% auf 100% geschafft. Gratulation dazu. Wie hast du die Wochen erlebt und wie geht es dir jetzt?
Gut, ich glaube, es war sehr, sehr intensive 2 Jahre, die ich beim FC Bayern hatte. Es waren jetzt nicht nur das Pokalfinale, das war dann eben halt nochmal eine Situation, wo ich mich eigentlich über das Pokalfinale gefreut habe und ein bisschen wurde es übertüncht. Aber trotzdem, glaube ich, haben wir das als Verein dann auch sehr, sehr gut gelöst. Ich habe mich immens gefreut, dass wir das Double gewonnen hatten, nach zig Jahren mal wieder nach München geholt zu haben. Ich habe dann abends auch eine Zigarre geraucht, wenn ich das sagen kann. Das habe ich mir dann auch nicht nehmen lassen. Also ich habe dann schon auch die Vorzüge eines Sieges dann auch genossen. Und so wie ich es eigentlich im Grunde die ganzen 2 Jahre gehalten habe, so habe ich mich wahrgenommen, ihr nehmt mich ja auch wahr, habe ich dann im Grunde meinen Job machen wollen. Ich habe immer gesagt, hör zu, ich versuche das Bestmögliche im FC Bayern zu machen, ich versuche meine Arbeit zu machen, zusammen mit Christoph, zusammen mit Vinny, zusammen mit Jan-Christian Dresen, versuchen wir einfach wieder einen Kader zu bauen, der in der Saison 26, 27 wieder erfolgreich sein kann. Das war mein Auftrag, dem habe ich mich dann auch gewidmet, um dann eben auch Argumente zu haben. Ja, bevor er weiter erzählt, und da muss er auch mal ganz klar sagen, ja, der Rest ist am Ende des Tages scheißegal. Ja. Eigentlich ist es nur wichtig, wie die Zusammenarbeit oder in erster Linie mit Vinny, mit Christoph ist. Ja, Jan-Christian Dresen, weil der da immer noch irgendwie die Zahlen da mitverhandelt oder was, muss natürlich auch mit im Boot sitzen, aber ansonsten, was irgendein Aufsichtsratmitglied denkt, ob das jetzt ein Kalle ist, ob das ein Uli ist, darf da keine Rolle spielen. Ja. Dass der Uli letzte Saison da so ein bisschen reingegangen ist, kann ich voll nachvollziehen. Ich fand die Transferperiode letzte Saison so vom Zeitlichen her auch nicht gut. Auch die Aussagen, die da getätigt wurden, so, ja, es ist halt heutzutage so, das ist normal. Ja, wenn man dann jetzt die Transferperiode gesehen hat, trotz einer WM, ja, dass man die Spieler schon, bevor sie richtig aufgetrumpft haben bei der WM, verpflichtet hatte, sieht man ja auch, dass es anders geht. Ja. Also hat man ja auch gesehen, dass die Kritik von Uli auch ein bisschen was bewirkt hat. Das ist auch deren Recht und deren Aufgabe, da gehe ich voll mit. Dafür ist ein Aufsichtsrat da, deswegen heißt er ja auch Aufsicht, wa? Dass er da reingeht und den Finger in die Wunde legt, weil das wird natürlich keiner, wenn du jetzt das Team Eberl, Christoph, Vinny und vielleicht noch Dresen hast, da wird das mit Sicherheit keiner so knallhart machen, wie es dann aus dem Aufsichtsrat kommt. Ja, von daher, ja, man muss halt nicht immer alles so für 100% nehmen und manchmal, was heißt manchmal, oft schießt man auch drüber hinaus und dass man das öffentlich macht, finde ich auch nicht gut. Ja, was der Uli da so geäußert hat, so öffentlich, ja, hier Max Zustimmung und bla. Das geht dann am Ende des Tages geht es der Öffentlichkeit nichts an. Ja. Und dann kommen auch keine dummen Nachfragen. Das kannst du natürlich intern so äußern. Ja, na klar, direkt Max Eberl gegenüber und auch den anderen. Aber das muss man nicht öffentlich machen. Aber ansonsten finde ich es völlig fein, dass der Aufsichtsrat da ein bisschen den Finger in die Wunde legt. Was dann immer ein bisschen schwierig ist, wenn der sich dann rausnehmen will. Ja, weil wir wissen alle, dass der Aufsichtsrat Transfers ab einem gewissen Umfang genehmigen muss, dass der Aufsichtsrat Vertragsverlängerung genehmigen muss, etc. Ja. Und dass sich dann immer der Uli dann so rausnimmt und sagt, ja, nee, habe ich ja gar nichts mit zu tun gehabt. Ist halt immer ein bisschen schwierig und ein bisschen schwachsinnig. Aber gut, alte Männer geben halt auch viel Schwachsinn von sich, ist halt einfach so. Aber am Ende des Tages nochmal ist eigentlich der wichtige Faktor, ich würde sagen, der wichtigste Faktor ist eigentlich Vinny und Max. Ja, natürlich Christoph, ich weiß nicht genau, wie da so die Abstimmung ist, aber da muss natürlich eine Einheit sein. So, ne? Mit Chrissy, der dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr für die Zahlen zuständig ist und der Aufsichtsrat dann am Ende, ist klar, dass da Reibung entsteht, weil Max würde wahrscheinlich am liebsten 200 Millionen nehmen und noch irgendwen verpflichten oder sonst was. Ja, da muss es halt eine Bremse geben und die ist der Aufsichtsrat, das ist gut so. Aber wie gesagt, einfach mal ein bisschen weniger öffentlich die ganzen Bums kommunizieren von Aufsichtsratsseite, weil Max Eberl macht das nicht. Max Eberl macht das immer erst, wenn er danach gefragt wird, irgendwas zu kommentieren. Dann wäre dem Verein, glaube ich, schon sehr, sehr geholfen. Na? Der Aufsichtsrat einfach mal intern die Sachen äußern und öffentlich einfach mal die Gosch halten. Und dann ist doch alles gut. Dass man vielleicht seinen Prozentsatz ändern kann. Und das war immer, was für mich der Fokus war. 2 Jahre lang habe ich diesen Fokus gehabt. 2 Jahre lang habe ich versucht, mich ein Stück weit von Dingen zu befreien, die um mich herum waren. 2 Jahre lang habe ich mich auf das verlassen, was wir hier im internsten Kreis haben. Und das war das, was dann... Ja, und das finde ich jetzt so schwierig halt, ne? Wenn er sagt, ja, ich habe dann in 2 Jahren meinen Prozentsatz verbessert. What the fuck? Ja, das ist halt, wenn du öffentlich eine Personaldiskussion führst. Hä?
what the hell? Ja, das geht halt nicht. So, das gehört sich nicht. Ja, und wie es Max gerade sagt, der innere Kreis, und ich glaube, auch das ist halt das Wichtige. Ne? Am langen Ende dazu geführt hat, dass man meine Arbeit wertgeschätzt hat und ich das Vertrauen bekommen habe, weitermachen zu dürfen. Und über das freue ich mich tatsächlich sehr. Ja, kann er auch. Wenn man das so in die Öffentlichkeit getragen hat, wie es der Verein da getragen hat, dann hörte sich das ja schon zwischenzeitlich auf jeden Fall knallhart danach an, als wenn man schon auf dem, wir haben ja schon den Grösche verpflichtet gehabt nach der Presse. Ja, also. Wie gesagt, die aktuelle Transferphase ist gut gelaufen bisher. Auch, dass man jetzt noch Palinja abgeben konnte, dass man Saragossa abgeben konnte. Na klar fährst du da ein fettes Minus ein, Alter. Aber das ist in der Vergangenheit, ist das passiert, das ist in Uli Hoeneß passiert. Du fährst genauso Plus ein, alles ist gut. Ja, es passt nun mal nicht immer und die Palinja-Geschichte war auch nicht so ein Tuchel-Überbleibsel. Ja, ist halt so. Ne? Wichtig ist, die Spieler sind weg, du hast noch mal ein bisschen Einnahmen, die sind von der Gehaltsliste runter und dann ist irgendwann auch gut. Ja, jetzt musst du noch gucken, dass du vielleicht noch Boué los wirst, was anscheinend schwierig wird. Ja, wie bis sie. Also ich bin zufrieden mit der Transferphase. Ja, wie gesagt, man könnte noch mal über eine Leihe nachdenken, vielleicht für die vorderste Spitze, aber wenn man da mit Serge plant oder auch mit Saibari, der die Position ja auch spielen kann als Neuner, ist das auch fein. Ne? Ja, wir können, habe ja im anderen Video schon gesagt, über das Mittelfeld kann man natürlich sprechen, aber wenn Josh jetzt mal wieder ein bisschen konstanter agiert und Pavlo auch, dann machen wir da auch keine Sorgen. Eine Reihe dahinter, Vincent Schipke für Münchner Merkur und TZ. Herr Company, wie blicken Sie auf den Titelkampf in dieser Saison? Kann es angesichts der Dominanz Ihrer Mannschaft letztes Jahr überhaupt Spannung geben? Und wie sehen Sie die Rivalen Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Stuttgart? Was haben Sie da für einen Eindruck von der Konkurrenz? Alles startet wieder auf Null, wie ich vorher gesagt habe. Zumindest sind sie in meinem Kopf. Und wer Erste, Zweite, Dritte, Vierte ist, das ist für mich, das ist nicht, glaube ich, meine Aufgabe, die Plätze schon zu verteilen. Ich hoffe natürlich nur, dass wir genauso stark sind wie letzte Saison, dass wir, wo wir noch können, vielleicht sogar noch besser werden. Ja, Fakt ist, der Titel geht wie letzte Saison über den FC Bayern. So, wenn wir unsere Leistung bringen, guckt euch die Abschlusstabelle der letzten Saison an. So, da braucht man nicht weiterreden. Ja. Ja, es kann natürlich eventuell ein bisschen spannender werden, wenn Dortmund, wie gesagt, was ich gesehen habe, war auf jeden Fall sehr ordentlich. Ja. Wenn Dortmund vielleicht intern zumindest mal den Anspruch irgendwie kreiert, dass dann da auch mal ein bisschen Druck drin ist in der Truppe. Aber dass es dann am Ende so weit kommt, dass es auf einen direkten Vergleich ankommt, glaube ich nicht wirklich dran. BBC. Ja, ich schätze Dortmund auf jeden Fall als die Mannschaft ein, die uns am meisten Parole bieten kann. Ne? Ja, Leipzig muss man mal abwarten. Ist auch eine interessante Konstellation mit Demichelis. Aber ich denke, das wird ein bisschen brauchen, bis sich das so richtig eingegroovt hat, neuer Trainer und so weiter. Leverkusen kann ich gar nicht einschätzen. Stuttgart schätze ich auch stark ein. Ja, denke ich auch so auf jeden Fall wieder Champions League-Ränge. Wobei man da auch gucken muss, wenn die jetzt Champions League spielen und so, ne, haben wir auch schon oft genug erlebt, dass dann vielleicht die Motivation in der Bundesliga fehlt. Immer schwierig zu sagen, aber ja, die üblichen Verdächtigen plus irgendeine Überraschungsmannschaft wie, was weiß ich. Aber sollen wir jetzt von Freiburg noch als Überraschungsmannschaft reden? Ich denke auch nicht, was die letzten Jahre da bestätigt haben. Frankfurt vielleicht, weiß ich auch nicht, inwieweit da sich mal wieder ein bisschen konstant eingetan hat. Ansonsten Hoffenheim vielleicht, die letztes Jahr auch stark waren dann in der Rückrunde. Ich weiß nicht, wie da die Ab- und Zugänge waren. Ja. Und wer weiß, ja, vielleicht auch irgendwie, ich meine, Schalker Kader ist jetzt nicht der Burner. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie eine große Überraschung sein können. Aber kann natürlich immer passieren als Aufsteiger, ne? Haben wir ja auch schon erlebt. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die interessant sind, aber der Meistertitel geht am Ende nur über uns. Wenn wir unsere PS auf dem Rasen kriegen, Spiel für Spiel, Woche für Woche, dann gibt es kein Vorbeikommen am FC Bayern. Kriegen wir das nicht hin, kann es sehr interessant werden. Ja. Wir haben ein starkes also was Stuttgart bringt diese Saison, das werden wir Freitag sehen, aber wir haben ein starkes Dortmund erlebt, das kann ich jetzt schon sagen. Und es gibt einige Mannschaften, die mit dabei waren letzte Saison, die
auch an Stabilität gebaut haben und dementsprechend, es geht nicht nur über die Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass sich die Gegner natürlich auch ein bisschen besser auf den FC Bayern einstellen. So viel hat sich jetzt nicht verändert bei uns in der Mannschaft. Ja, jetzt so vom Personal her. Da wird man mal sehen. Ne? Ich denke mal, Vinny ist jetzt auch lange genug da, dass so die Idee von Vinny in der Bundesliga komplett bekannt ist. Frage wird sein, haben wir Plan B, Plan C? All das wird die Saison zeigen. Ne? Und deswegen ist die Saison halt schon interessanter wie letztes Jahr, denke ich. Spielen, die wir gegeneinander spielen, aber wie oft man eigentlich die anderen Spiele auch gewinnen kann und das kann ich jetzt nicht sagen, aber von was wir gesehen haben bis jetzt, also glaube ich, dass Dortmund auch weiterhin stabil sein wird und Ja, es würde gehe ich mich auch nicht von aus. überraschen, wenn Stuttgart das auch macht. Curry Howe ist der Nächste für Sky. Mich auch nicht übrigens. Ich möchte noch mal kurz an die Frage von Stefan Kumberger anknüpfen. Wie haben Sie denn reagiert auf die Vertragsverlängerung von Max Eberl? Wie beurteilen Sie auch die Zusammenarbeit? Hat sich geärgert, komplett. Die Zusammenarbeit ist auch scheiße. Ey, selbst wenn das so wäre, jeder, der Vinny kennt, selbst wenn Vinny das wirklich denken würde, was ich nicht glaube, würde er das ja niemals da jetzt kommunizieren. Also, Mit ihm. Er hat sie ja auch nach München geholt und auch noch eine Frage an Max Eberl. Kann zu 100% ausgeschlossen werden, dass noch was auf der Zugangsseite passiert, jetzt wenige Tage vor dem Deadline Day? Ja, ich glaube, und das werde ich auch für die ganze Saison machen, über die Verträge von meinen Chefs werde ich auch nicht zu viel reden, also ob das jetzt Christoph ist oder Max. Nur über überraschend. die Zusammenarbeit, da bin ich immer ehrlich gewesen. Also wir haben was vielleicht manchmal für Max auch schwierige Zeiten waren, aber ich hatte auch manchmal Momente, wo es nicht einfach war. Und in diesen Momenten haben wir einfach dieses totale Fokus gehabt auf unsere Arbeit, auch Ehrlichkeit und Unterstützung, wo es gebraucht war. Und ich habe es auch oft gesagt, dass mein Arbeitsumfeld das Wichtigste ist ich glaube, für einen Trainer insgesamt. Und ich habe viel Glück, weil mein Arbeitsumfeld unheimlich gut ist. Und das ist wegen Max, das ist auch wegen Christoph. Und das macht, dass wir dann in die schwierigen Zeiten nicht nur ins Defensive gehen, aber auch lernen und verstehen, wie wir da rauskommen, wie wir stärker rauskommen. Und das macht für mich jede Organisation stärker, wenn man das hat. Und das muss bei euch genauso sein. Wenn du ins Defensive gehst, wenn du mal was Falsches gemacht hast und findest du die Lösungen nicht. Und das ist genau das Gleiche bei uns, aber es ist natürlich im Fußball nicht immer einfach. Und das habe ich hier bei Bayern München. Und wie ich das verstanden habe, war es nicht immer so und dieses Glück habe ich als Trainer. Ja, ich denke, das merkt man auch. Ja. Ich glaube schon, dass man das merkt, dass da irgendwie eine gute Kombo ist, auch wenn da immer irgendwelche Pressevertreter irgendeine Scheiße reinlabern wollen, so von wegen, ja, eigentlich ist der Christoph der, mit dem der Vinny nur gut kann und bla und Sülz, liest man ja öfter. Letzte Saison hat man das ja oft genug gelesen. Halte ich komplett für Schwachsinn, ohne das natürlich 100% zu wissen, aber ich denke, was der Vinny gerade gesagt hat und ich glaube, also ich schätze den Vinny so ein, dass er sich nicht da hinsetzen würde und irgendeine Lüge erzählen würde. Dann würde er halt einfach gar nichts sagen. Ja, dann würde er sagen, pass mal auf, jo, so ist das, da sage ich nichts zu. Und das ist gut. Ja. Und von daher denke ich, es ist alles gesagt. 99%. Also solange ein Transfermarkt offen ist und ich würde jetzt 100% sagen und nachher kommen Ja, die Spieler Schwachsinn. ablösefrei, der mir geschenkt wird und ich darf ihn nicht nehmen, weil ich die 100% gesagt habe. Deswegen halte ich 99%. Bleiben wir noch einmal auf dieser Seite in der Mitte, Martin Volkmer für Randset 1. Ja, unser Kader steht. Punkt. Ja, also wäre jetzt auch, wie gesagt, so ein Stürmer wäre vielleicht noch eine Idee, aber da müsste natürlich auch was von Qualität sein und was finanziell wirklich sinnig wäre, was natürlich super schwierig ist. Und außerdem haben wir ja noch den einen oder anderen Jungen, der da auch jetzt in den Kader wieder reinstößt. Also ich würde auch sagen, ein bisschen Vertrauen mal in das, was hinten dran steht. Ja, da ist genug, was dahinter dran steht und gut ist. Wir haben super viele Spieler, die super flexibel sind. Ne? Und von daher mache ich mir da keinen Kopf. Herr Eberl, ich würde nochmal nachfragen, wie hat sich aus Ihrer Sicht denn dieser Prozess entwickelt von einer vielleicht einer gewissen Unzufriedenheit zu einer großen Zufriedenheit mit Ihrer Arbeit? Auch
wenn Sie selber zurückblicken, als Sie neu gekommen sind, kannten Sie ja das Umfeld hier noch nicht. Dann hat sich einiges geändert, auch im Vorstand. Ist es eine bessere Absprache mit dem Aufsichtsrat, was zu hören ist? Ist es eine andere Konstellation im Vorstand? Hatten Sie vorher 2 Finanzer, jetzt haben Sie einen, der Sie da ja, glaube ich, auch unterstützt. Und ist es auch ein bisschen, dass doch die Zugänge, die Sie gemacht haben, inklusive Trainer, weitgehend aufgegangen sind? Wie sehen Sie das? Bevor ich auf den ersten Teil eingehe, die letzte Frage. Also natürlich sind für den Sportvorstand, Sportdirektor gute Transfers, gute Entscheidungen hilfreich, um weiter den Job machen zu dürfen. Und ich glaube, da haben wir, so vermutet es, so lässt man sagen, doch sehr, sehr ordentlich performt, was den Kader betrifft. Was ich gerne sage, was ich in den 2 Jahren über meinen Job bei Bayern München sagen möchte: Wir als Sportdirektoren, Sportvorstände, wie auch immer der Titel heißt, wir können unser Handwerkszeug lernen. Das habe ich jetzt also das weiß ich, ob es jetzt ein Verein A, B, C ist, du kannst dein Handwerkszeug lernen. Das habe ich über Jahre getan. Bayern München kannst du dich nicht vorbereiten, das lernst du, wenn du drin bist. Ja. Und das liegt, um das so klar zu sagen, einzig und allein an Uli und Kalle und einfach halt auch die Erwartungshaltung, ja. Und halt einfach, das ist auch gar nicht negativ jetzt gemeint, ne, mit Uli und Kalle. Das sind halt einfach Ex-Spieler, Ex-Funktionäre, die einfach das Herzblut, wie bei uns Fans, ja, das ist einfach Herzblut. Das ist, für Uli Hoeneß ist es das Leben, Alter. So, ja. Das darf man alles nicht vergessen, ne? Und da wird, man sieht es ja, man hat es ja gesehen. Es wurde alles in Frage gestellt. Ja. Selbst, ich meine, Max Eberl hat Michael Olisse verpflichtet. So, ja. Ob er jetzt die treibende Kraft war, sei mal dahingestellt. Max Eberl hat Vincent Kompany verpflichtet als Nummer 18 oder sonst was da in Gespräch war. Also, es ging ja nie darum, dass Max Eberl irgendwie einen schlechten Job macht. Ja. Wie gesagt, man kann das ein bisschen kritisieren mit dieser Transferphase letzte Saison, dass alles so in die Länge gezogen war und bla und Sülz. Aber dieses Jahr ja auch gezeigt, dass er das halt auch kann, dass es nicht so ist. Ne? Also, Das kann dir auch keiner sagen, was passiert und was wie, sondern Bayern München musst du erfahren, musst du spüren mit Leib und Seele, wenn du willst, mit allem sich darauf einlassen, und dann kann eben auch sowas entstehen. Und ich habe immer das musst du auch. Ich glaube nicht, dass du haben wir bei Sammer gesehen, so ein bisschen, ne? Matthias Sammer war nie also von meiner Warte her, der den FC Bayern so gefühlt hat. Ja. Ja, der war da, ja, der hat super viel Ahnung vom Fußball, der ist auch super, der Finger immer in die Wunde legt und bla und Sülz. Das hat natürlich so gepasst zum FC Bayern, aber es war nie dieses Feeling da so, ja, dass er den FC Bayern fühlt, so, ne? Ja, dieses Mir Samir, so, wenn man das ein bisschen beschreiben will, so, das hat gefehlt, ja. Und darauf musst du dich, das musst du haben, ansonsten wird es auf Dauer nicht gehen. gesagt, natürlich bist du hier, natürlich müssen Menschen sich aneinander gewöhnen, das, was Sie gerade gesagt haben. Wir hatten Ja. doch einige Fluktuationen, auch in der Vorstandsebene. Es ist ein Max Eberl neu dazugekommen, ein Michael Diederich war neu, dann jetzt ist ein Ruven Kasper neu. Ein Jan kam wieder zurück, nachdem er schon kurz davor war, weg zu sein oder nicht mehr verlängert, was auch immer, das war damals die Situation. Und das muss alles sich erstmal zusammenrücken. Das habe ich aber ab und zu auch mal gesagt. Ich habe dann versucht, meinen Fokus zu machen. Ich habe versucht, Dinge anzunehmen, die man mir sagt. Ich bin ja nicht, dass ich sage, ich weiß, wie es funktioniert, sondern das, was ich gerade gesagt habe, Bayern München kannst du lernen, wenn du drin bist. Und das habe ich angenommen, neben dem, dass ich mein Handwerkszeug versucht habe, bestmöglich zu machen. Und das andere habe ich eben ein Stück weit eben auch gelernt. Und so kann man eben dann auch begründen, dass es dann eben vielleicht zu einer Verlängerung gekommen ist, aus meiner Wahrnehmung. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh und auch sehr, sehr stolz, weil ich glaube, meine Verlängerung ist alles andere als ein Geschenk. Das war wirklich eine... Ja. Ey, wenn einer drauf stolz sein kann, ey, ohne Scheiß, da ist es Max Eberl. Jetzt mal ernsthaft. Ne? Wir haben es ja gerade schon gesagt. Also, er wurde ja schon weggeschrieben. So, und Grösche war ja schon da eigentlich. Ne? Uli Hoeneß hat ihn öfter, nicht nur einmal öffentlich an die Wand genagelt. Also, er kann auf jeden Fall stolz sein auf seine Verlängerung, Alter. Ja? 110%. Man kann über Max denken und wir haben es gerade schon gesagt, man findet immer was zu kritisieren, aber am Ende des Tages ist er natürlich auch ein Baustein dieses Erfolgs, Alter. Ja? Weil du musst dich halt auch, also ich glaube nicht, dass wenn Max Eberl nicht da gewesen wäre,
dass man einen Trainer, egal ob jetzt Winnie Kompanie oder ist egal, ja, ein Trainer, der so wenig Erfahrung hat, dass der zum FC Bayern gekommen wäre. Ja? Da musste schon Max Eber schon auf seine Kappe nehmen. So, genauso wie so ein Ulisse-Transfer. Zu der Zeit war es halt viel Geld, ja, durchzuboxen und so weiter, ja. Und das musst du halt erstmal und das hat er. So, Punkt. Arbeit, das war ein Weg und ich freue Natürlich nicht alleine, sondern im Team mit Chrissy und mit Christoph, so keine Frage, aber trotzdem, ne? mich aber darüber, dass es auch gesehen wurde und wird und dass ich jetzt das Vertrauen nochmal bekommen habe. Ja, das muss man auch mal sagen. Man kann ja immer so viel meckern über Uli und Kalle oder den Aufsichtsrat allgemein und so weiter. Aber ich glaube auch, am Ende des Tages sind die ja alle nicht blind. So, das sind ja keine Blinden. Also die waren selber lang genug in dem Geschäft und super erfolgreich. Und wenn da einer gute Arbeit macht, auch wenn er vorher kritisiert wurde, das wäre ja jetzt eine Farce gewesen zu sagen, ja, nee, Max Eber passt gar nicht. What the fuck? Wie hättest du das verkaufen wollen auch, ja? Wäre ja Schwachsinn gewesen. Und ich glaube, wenn einer gute Arbeit macht, dann wird das auch honoriert. Und ja, ich hoffe einfach, wie gesagt, dass jetzt mal ein bisschen Ruhe reinkommt und dass man das von Aufsichtsratsseite halt einfach ein bisschen mehr intern regelt. Und dann ist da in der Öffentlichkeit doch auch ein bisschen mehr Ruhe für Max. Dann auf der linken Seite Johannes Berner für die Bild-Zeitung. Herr Kompany, eine Frage zum Personal. Wie geht es Jamal Musiala und wie hat er so in dieser Woche auf Sie gewirkt? Und was sind die Pläne? Wann wird er wieder zurück im Kader sein? Vielen Dank. Also grundsätzlich geht es Jamal relativ gut. Der ist heute im vollen Training mit der Mannschaft dabei. Und aber noch nicht im Kader für morgen. Aber das heißt auch, dass er sich... Ist auch richtig so. Ist ja genau das Thema, haben wir ja schon durch, letzte Woche schon. Ich will es nur noch mal sagen, es ist völlig richtig. Ich habe es ja auch gesagt. Ne? Das musst du jetzt mal über einen längeren Zeitraum beobachten. Und wenn dann alles gut ist, er das verkraftet und nicht mehr irgendwelche Anfälle dann bekommt, dann ist es auch völlig fein, dass er wieder in der Mannschaft ist und Vollgas gibt. So, ne? Aber es wäre ja eine Farce, wenn das jetzt so nach der Geschichte, was da passiert ist, dann in so einem Pflichtspiel passieren würde. Ja, gewöhnt an die neue Medikation, oder nicht neue Medikation, aber die Medikationsstufe, oder wie sagt man das? Steigerung. Ja, Steigerung. Und dass er gut reagiert darauf. Und irgendwann wird er auch wieder im Kader dabei sein und ganz normal wieder spielen. Aber wir haben natürlich viel... wir treffen natürlich diese ganze Entscheidung im Moment Hand in Hand mit den ganzen Experten und so, aber es geht ihm gut. Eins dahinter Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Herr Kompany, was macht Spiele gegen VfB Stuttgart speziell, vielleicht auch reizvoll für Sie? Die Bilanz ist gut, aber die Spiele waren auch immer irgendwo ein bisschen knifflig. Und noch die Nachfrage, Sie gehen eben, wie schon der Kollege sagte, ins 3. Bundesliga-Jahr. Was gefällt Ihnen an der Bundesliga besonders? Sie kennen ja die Premier League viel besser zum Beispiel. Also erstmal über Stuttgart. Und das ist vielleicht lustig, weil ein Spiel gegen Stuttgart sieht ein bisschen aus wie ein Premier League-Spiel meistens, wirklich. Sehr intensiv und einfach eine Mannschaft, die immer Druck macht und die immer fußballerisch auch die Lösungen versucht zu finden. Und die auch über die Jahre hin die Kader immer wieder stärker gemacht hat. Und ich glaube, dass die Spiele gegen es ist die zweitbeste Offensive in Deutschland gewesen letzte Saison. Und also wenn ich mich ein Ticket kaufen würde, dann ist das schon kein schlechtes Spiel zum Anfang. Also ich meine, gegen Stuttgart, was die offensiv bringen, was wir offensiv bringen können. Und einfach auch ein totaler Commitment zum Spielstil und Plan. Das hat Sebastian Hoeneß gut hingekriegt und das machen die auch hervorragend, finde ich. Und dann die Bundesliga, ja, meine Meinung ist deutlich über die Bundesliga. Es gibt irgendwie, natürlich ist diese Fankultur sehr besonders in Deutschland und einfach von Infrastruktur und wie man zu jedem Spiel das Gefühl hat, dass man irgendwie ein Topspiel sehen kann, auch nur wegen alles drumherum. Aber ich glaube, dass man nicht zu viel vergessen darf, wie stark diese Bundesliga ist. Ich glaube,
diese Vergleich habe ich schon gemacht. Es gibt eine Premier League, die im Moment auch einfach wegen die finanziellen Mittel in eine andere Liga ist. Das ist auch so und das ist auch normal, wenn die so viel mehr Einnahmen haben. Aber ich glaube, das Potenzial auch international für die Bundesliga ist einfach sehr groß, weil eine Hat man ja auch letzte Saison gesehen mit Freiburg zum Beispiel, ne? Auch Mainz. Also ich glaube schon, dass da Potenzial da ist. Man muss das halt, oder oft ist es so, wenn irgendwelche Mannschaften in den Europapokal kommen, dass man das Gefühl hat, so, dass sie den nicht ernst nehmen. Oder weiß ich nicht, ja. Dass sie sich dann lieber auf die Bundesliga fokussieren, ja. Ist halt nicht so einfach, was man eben mal gar nicht glaubt, aber halt beides gleichzeitig hinzukriegen, ne? Stark im Europapokal sein und stark in der Liga sein. Das ist halt nicht so einfach. Und viele Clubs fokussieren dann eher die Liga wie den internationalen Wettbewerb, was man irgendwo verstehen kann. Aber das hat uns vielleicht so die letzten Jahre immer mal ein bisschen schlechter dastehen lassen, wie die Bundesliga vielleicht einfach auch ist. Ja. Wie Svenny sagt, so, wir brauchen nicht über die Premier League reden. Aber ich glaube, alles andere dahinter, wir brauchen uns mit Sicherheit nicht vor Frankreich zu verstecken, auch wenn die vielleicht mehr talentierte Spieler haben. Wir brauchen uns nicht vor Spanien verstecken und vor allen anderen, den Rest sowieso nicht. Ja, auch vor Italien nicht. Ich glaube, das ist schon alles auf dem Level, wo wir halt auch sein können. Ne? gute Mischung gibt zwischen, was ich meine, dann Intensität und Mannschaften, die trotzdem noch versuchen zu spielen. Nicht jede Mannschaft ist auch gleich. Ich meine, es gibt nicht so nur einen Spielstil in Deutschland. Es gibt einfach immer wieder was anderes. Wenn man Union Berlin auswärts spielt, ist es total anders wie Frankfurt auswärts oder Leipzig auswärts. Aber trotzdem bringt es Qualität und bringt es sehr, sehr viel für die Zuschauer. Und deswegen auch, dass man viele Tore sieht in Deutschland. Also man muss, glaube ich, gemeinsam das schützen, was diese Liga so gut macht. Und versuche trotzdem noch immer besser zu werden, weil natürlich immer Luft nach oben ist. Das ist normal. Machen wir noch 3 Fragen bitte. Nikolaus Linne, auch für die Bild-Zeitung. Servus zusammen. 2 Fragen an Herrn Eberl. Arjon Ibrahimovic hat diesen Sommer zurückgeholt als Backup für Luis Diaz. Jetzt machen Informationen die Runde, wonach es vielleicht doch noch möglich wäre, dass er den Verein verlässt. Ja, völlig verständlich. Kann ich auch mal ein paar Worte zu sagen. Ich habe es ja schon während der Spiele gesagt. Also alles, was ich von ihm gesehen habe, muss ich so klipp und klar sagen, er hat kein Bayern-Niveau. Sorry. Ja, also da fehlt halt einfach, ja, weiß ich nicht, die Qualität vielleicht am Ende. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, wie seine Entwicklung so war. Ich habe es jetzt nicht so super verfolgt. Aber das, was er gezeigt hat, das war nicht ausreichend. Da kannst du auch einfach irgendeinen anderen jungen Spieler dahinstellen. Ja, so ehrlich muss man sein. So, ich habe nichts gesehen, was da jetzt außergewöhnlich wäre, wo man sagt, oh jo, da ist aber Potenzial da. Das habe ich gar nicht gesehen. Also von daher kann ich das voll verstehen. Wenn man da noch irgendwie ein bisschen Geld kreieren kann, let's go. Du hast genug junge Spieler hinten dran. Wir haben Lennart Kahl noch, wir haben Daiber, der ein bisschen auf sich aufmerksam machen konnte. Man darf auch nicht vergessen, mit dem Brown, der eventuell ja dann, was heißt eventuell, sehr wahrscheinlich dann linker Verteidiger wird, hast du einen Alphonso Davies vielleicht frei, der auch mal in der Position nach vorne rücken kann. Aber auch im Brown traue ich das zu, dass er eine Position nach vorne rücken kann. Also es ist ja nicht so, dass wir keine Alternativen haben. Du hast was mit dem Saibari, ein Spieler, der alles bekleiden kann. Serge Gnabry dürfen wir auch nicht vergessen, der kommt vielleicht irgendwann auch nochmal zurück. Ja. Also, es ist ja nicht so, dass wir keine Alternativen haben und auf der anderen Seite ist es ja auch da hatten Diaz ja auch letzte Saison gezeigt, Klopfen auf Holz, das ist ja eine Maschine. Er hat ja nicht wirklich eine Pause gebraucht. Du hast ja nicht einmal irgendwie, oder vielleicht mal 1, 2 Spielen mal den Anflug gehabt, dass er irgendwie ab der 60. Minute mal müde war. Ansonsten ist der in jedem Spiel durchmarschiert. Ja, also. Können Sie das bestätigen? Und die zweite Frage zu Sascha Bowie. Der war ja beim Paulaner-Shooting schon nicht mehr auf dem Mannschaftsfoto mit der Begründung, dass man eben nicht mit ihm plane, nicht mit ihm rechne. Gibt es da schon Bewegung, zeichnet sich ab, dass da auch ein Abgang bevorstehen könnte? Also bei Sascha haben wir, glaube ich, von Anfang an sehr, sehr klar nach außen kommuniziert, was unsere Gedanken sind. Und das haben wir aber auch dem
Spieler, / Agentur von Anfang an gesagt, dass so auch die Vorbereitung sein wird. Also wir haben die Idee, würden ihn gerne abgeben. Dementsprechend ist er eben auch bei uns jetzt bei diesen ganzen Marketingmaßnahmen nicht dabei, weil eigentlich der Plan so ist, wie er ist. Was dann am 1. September passiert, das wird man dann sehen. Bei Ari ist es so, dass wir ihn zurückgeholt haben, dass er in Heidenheim wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Beim Absteiger natürlich, aber trotzdem noch eher der Spieler war, der uns gefallen hat von der Intensität, vom Spiel, wie er quasi in Heidenheim sich auch weiterentwickelt hat. Er war dann die Vorbereitung hier, hat jetzt eben sehr, sehr viel Spielzeit gehabt. Jetzt kann man merken, dass es für ihn doch schwerer werden könnte. Und Könnte? Nee, also alles, was ich gesehen habe, ich meine, ich habe jetzt nur die beiden Spiele gesehen, das hat mir aber schon ausgereicht. Ich meine, die sehen ihn noch im Training zusätzlich. Nee, sorry. Ja, aber ey, guckt euch aber auch einfach die Qualität an, die da vorne ist. So, das ist doch der Punkt, Alter. Ja, ich habe es eh nicht verstanden. Wofür? Nochmal, wir können es durchgehen ganz kurz. Was kann er spielen? Außen, Zehnerposition. Ja. What the hell? Wer soll denn an Luis Diaz vorbeikommen? Ja, wenn Luis Diaz mal eine Pause braucht, ja, dann erstmal kommt das super selten vor, aber sollte das der Fall sein, dann wäre da ein Platz frei. Ja, aber für diesen einen Platz, der dann frei ist, hast du Lennart Kahl, du hast vielleicht einen Daiber eventuell, der dran steht, du hast einen Serge Gnabry, du hast einen Saibari und du hast einen Musiala. So. Ja, und jetzt haben wir noch einen Brown getestet auf der Zehnerposition, der da vorne auch noch einen Platz nehmen könnte. Ja, weil du hast natürlich auch noch einen Conny Leimer, der natürlich auch nicht die ganze Zeit jetzt auf der Ersatzbank sitzen soll. So, das heißt, und deswegen ist man zumindest nochmal an der Offenheit, dass man sagt, okay, ja, wenn was wenn da ein da gutes ist, was Angebot spruchreif kommt, ist, was interessant sein Profi. kann für beide Beteiligten, dass man dafür dann eben nochmal offen wäre. Das ändert aber nichts an den 99% Wahrscheinlichkeit, dass man dann vielleicht nachrüsten würde. Die 99% habe ich gesagt, das schon wissend. Ja, was willst du auch nachrüsten? Völliger Schwachsinn. Ja. Ich habe mich eh gewundert, warum so viele Spieler da im Mittelfeld eingetragen sind in der Kaderseite. Es ist ja okay, wenn du 1, 2 Talente dahinter hast, aber mit Ibrahimovic waren es schon 3. Dann hast du NDAE noch verpflichtet. In der Mitte, der Kicker, Mario Krischl, bitte. Alles ist gut, ey. Guten Morgen. Frage auch noch an den Trainer. Nochmal ergänzend, nicht zu Jamal, sondern zum restlichen Kader. Gibt es Änderungen im Vergleich zur Vorwoche? Also ist zum Beispiel ein Lennart Kahl wieder dabei und wie weit ist denn Ismail Saibari? Lenny ist wieder dabei. Wie groß seine Rolle sein kann, morgen, das müssen wir noch ein bisschen abwarten. Das ist natürlich seine erste. Er wird keine Rolle spielen. Wenn es Spiel hergibt. Wenn es Spiel hergibt, dann wird er eingewechselt und das war's. Das ist ja auch völlig fein. Also auch da, soll Lennart Kahl an Michael Olisse vorbei oder was? Hä? Möglichkeit seit langer Zeit. Also für Lennart Kahl wird es eine super schwierige Saison werden. Das ist meine Voraussage. Ja, mit Saibari und mit Musiala. Davon muss ja schon, einer von den beiden muss ja schon nicht auf dem Feld stehen. So. Ja. Also nochmal, Harry Kane, Luis Diaz und Michael Olisse sind gesetzt. Punkt. Wir reden jetzt von der Hinrunde. Ich glaube nicht, dass man da groß anfängt, irgendwie Spieler zu schonen, Spielzeit zu verteilen oder sonst. Ja, ein bisschen Spielzeit willst du verteilen, einfach der Entwicklung wegen, aber dann hast du Saibari und Musiala. So, einer von den beiden ist dann wahrscheinlich schon mal der erste Einwechselspieler. Dann hast du immer noch einen Serge Gnabry, darf man auch nicht vergessen. Und dann kommt vielleicht, gut, letzte Saison hat Lennart Kahl auch einen Serge Gnabry schon den Rang abgelaufen. Ja, dann ist Lenny der zweite Einwechselspieler vielleicht. Ja. Also es wird auch nicht so schwer, der muss auch nicht so einfach, er muss auf jeden Fall auch direkt liefern. Ja, die Konkurrenz ist auf jeden Fall nochmal ein Stück größer geworden. Und man hat mit Sicherheit keine 50 Millionen für einen Spieler à la Saibari ausgegeben, damit er die Nummer 3 oder 4 ist, wenn es um Einwechslung geht. Oder ein Jamal Musiala. Also. Und Easy macht sehr gute Schritte. Und dann ist es jetzt eine Entscheidung, ob es jetzt schon so weit ist, dass er vielleicht von Anfang an spielen kann oder dass man sagt, weil wir haben so viele Spiele jetzt in die nächste Woche, dass man noch ein bisschen Vorsichtsmaßnahmen nimmt und trotzdem noch
ein paar Spiele oder so abwartet. Aber das muss ich heute Abend entscheiden und nochmal sehen, wie er im Training ist. Aber ganz weit weg ist er nicht mehr von seiner ersten sogar 90 Minuten. Aber ob das morgen ist, das müssen wir noch sehen. Letzte Frage, dann bitte Vincent Schirpke nochmal. Schirpke. Anknüpfend an die Frage vom Kollegen, also es klingt jetzt so, als ob wahrscheinlich Nene Brown auf der 10 starten dürfte. Ich weiß nicht, ob Sie es uns verraten werden. Nein, das klingt, Okay. als ob ich heute Abend noch Gedanken machen muss. Genau wie ich es gesagt habe. Was sind denn die jeweiligen Stärken? Was zeichnet Nene Brown als Zehner aus? Was wäre im Spiel anders, wenn ein Ismail Saibari spielen würde oder noch jemand anderes? Ja, wie gesagt, es ist jetzt meine 3. Saison, also ihr habt wahrscheinlich alle schon viele von unseren Spielen gesehen. Und ihr habt natürlich auch diese Evolution gesehen, zum Beispiel, wo auch letztes Jahr Rafael Guerrero von dieser Außenverteidigerposition auch manchmal in die Zähne gespielt hat, war auch sehr erfolgreich in seiner Tore pro Spielquote, wenn man das so nimmt, und Assist. Und das ist nicht nur so, das heißt, dass die Position von Zähne und manchmal auch Außenverteidiger beim Angreifer bei uns sehr, sehr viele Ähnlichkeiten hat. Zwischen die Linie spielen und dann auch aus dieser Position manchmal tiefer laufen oder manchmal entgegenkommen. Und deswegen ist es nicht so total abnormal, dass der Konrad Laimer auch in dieser Position spielen kann, genau wie der Nene Brown oder Rafael Guerrero letzte Saison. Aber wenn man dann schaut, was Nene seine Ausbildung war, der hat natürlich auf die Zähne gespielt in der ganzen Jugend. Und dass er ein Gefühl hat für dieses Raum, hat man auch gesehen. Aber natürlich ist er bei uns als Außenverteidiger. Ich kann ihn für jede Spieler Position Nummer 1, 2, 3 nehmen, die können. Und bei ihm ist das. Ja, das ist das ja, was ich sage. Und das zeichnet den Kader ja auch aus. Ne? Er kann links hinten spielen, er kann auch rechts hinten spielen, ohne Problem. Kann auf die Zähne spielen, kann auch als defensive Mittelfeldspieler spielen. Das heißt nicht, dass er da spielen wird, aber das kann er. Ja, das geht ja auch nicht, das spielt der Josh. Also Leute, jetzt ruhig bleiben, ne? Josh spielt immer. Es gibt im Bayern-Tippspiel die Frage, welcher Spieler die meiste Spielzeit hat. Könnt ihr No-Brainer Josh eintragen. Konrad Laimer kann rechts spielen, links haben Sie auch gesehen letzte Saison, kann auch als sechste Spieler, kann auch als Attacking Midfielder spielen. Vielleicht sogar als Flügelspieler. Hat ein Spiel einmal da gespielt und das sah auch nicht blöd aus. Aber das sind so diese Optionen, die wir haben im Kader. Wir haben einen guten Kader, starken Kader. Ja. Aber statt 25 Leute dabei zu haben, ist es manchmal besser, dass man ein paar Leute hat, die sich die Positionen tauschen können, damit die auch mehr Minuten bekommen. So ähnlich haben wir mit Bischof gemacht, hat links hinten gespielt, rechts hinten, auch in die 10 in der Vorbereitung. Das können viele Spieler und Nene kann das sehr gut. So geht der FC Bayern in die neue Saison. Danke euch, danke hier. Sehen Sehen wir uns morgen top. in der Arena. Danke. In der Arena. Leute, morgen geht's los. Ich wünsche uns ein schönes Spiel, hoffentlich mit einem guten Ergebnis für uns. Und in diesem Sinne, haut rein, rot-weiße Grüße. Tschüssi.